Alle. Dit is Mr. John Peters hier van Deel voor de nächste 15 minuten met gedanken uit Gottes woord. Van Deel zijn we in 5. Mose, kapitel 24. En ik wil me de ganz eerste beschuldigen. En de vorige boodschap had ik zweimal erwähnt, 1. Mose 24. Nu weer mensen die contacten mij, dankzij de ver. En zeiden ze kunnen het niet vangen. En dus nu zeg ik, het had mij verreed. Dat is 5. Mose 24. Wanneer je willen handbladen, wil 3 naar dat thema. Nog de derde deel, en ik leid het laatste deel van Ehescheidung, frisch befried zijn, en zo wieder. Nicht meine Gedanken, nicht meine Gefühle, nicht deine, aber was sagt Gott in Wort, nicht so? Bild 3. You have chosen me, has called my name. I've been born again. So eine kleine Wiederholung, was wir so wie getan haben. Wir merken Matteaus 4 vor, wo Jesus sagt, dass es soll nicht eine Ehescheidung sein, buiten der immoralische Sinn. Und so hat er für ihn für eine Ehescheidung. Und mein Gedanken ist, ich weiß, viele Predigers würden nicht mitstimmen, wenn Jesus Ruhm lädt für die Ehescheidung, dann hast du auch Vergebung für so was sich frisch befreien. Und dann liest er 3, nur 1. Mose, dat Gesetz Mose, 1. Mose, 2. Mose, die eerste 5 Bücher. En ik wil van deel in 5. Mose 24 zijn. En zo hij zegt, du hast een oorzaak zum scheiden. En du hast ook een recht op 800 doen, en dat is waarom Moses dat leidt, zegt hij. Zum de vrouw beschützen, van misbruikt worden, van hand getuigd worden. Zum den man beschützen, dat hij niet bloß in de zin leeft. So hij zegt, du hast een proces voor. En zo, viele Trühe kann ich gehen, aber die würden even lernen, dass die soll's einmal gehen in die erste Früh. Wann die frisch befreit bist, durchscheiden, und dann geht in die erste Früh. So nicht auf einmal lassen wir das fahren, nicht auf einmal sind sie doch für eine Ehescheidung, nicht so? Und sie gehen even sogar je mit Gesetz Mose. Einer wird bleiben, dass Gesetz Mose wird nicht Saal Nummer 1 sein, aber das wird sein, und du hast mich verrät. En die leren dan über nicht die Genade predigen. En weil die Genade ist, sind, was wir nicht verdient haben. Jeder einer hat den Tod verdient, wegen unserer Sinn. Jeder einer von uns hat die Verdammnis verdient. Nicht wegen wir gescheitert sind, oder frisch befreit sind, oder wegen wir getrunken haben, oder geschmeckt haben, oder gepflegt haben. Wir sind alle die Verdammnis wert, wenn wir sind von der Natur Sünder. Uns Blut ist sündlich, uns Hort ist sündlich, sagt Jesaja. So uns fehlt ein Heiland, und wegen der Sinn ist das ganze Erdball ist verdorben, und so das Erdball fehlt sogar ein Heiland. Nur die Träume von, dass even die Erde, die steht, die Natur, die steht, und die Leute, wenn Jesus in Dreh kommt. Und so uns fehlt alle ein Heiland. So nu ist es dann, als du nicht so eine große Sinn begonnen hast, vielleicht hast du gestohlen, vielleicht hast du IRS umgegangen, vielleicht hast du jemand verloren, oder jemand umgegangen und so wieder. Die hast schwierige Gedanken gehabt, die fehlt ein Heiland. Vielleicht bist du gescheitert, vielleicht bist du frisch befreit, die fehlt ein Heiland. Und dann sagt Paulus, was interessant ist, in Kolosser 2,6, kann ich nur sein. Er sagt, so je werden, als die Christus klar kriegen, so lebt wieder. So Paulus sagt, du nicht trägen nach die alte Sätze, nach die alte Verdammnis, nach die alte Lehre und verschiedene frische Lehre, halt ihn frisch an Jesus, sagt er. Hebräer 12 hat ein guter Rat für mich und die, als wir nicht gescheitert sind, bloß gescheitert oder sogar frisch befreit, zum 2. Mal, zum 3. Mal. Hebräer 12 sagt, halt ihn Augen auf Jesus, der Anfang und Vollender ans Glauben. Wegen dieser Zeig, sagt er, was uns Mutter spricht. Und dann sagt er, lud Tag, all das, was die schwor merkt, lud Tag deine Sinn, deine Käden, und dann ran mit Freiheit den Reis, was fertig ist. So, wenn du
treten das und die Verbindschaften sind gebrochen. Vielleicht besser ich nicht gewoon je schert frisch befried. Dann hol die an Hebräer 12, Kolosser 2 6 und leef moedig für Jesus, leef moedig für den Herrn und dann go von hier wieder mit arm taub. Und dann die bad taub wird nicht befreit sein. Kijk naar Jesus, der Anfang und Vollender des Glaubens. Hör ich nicht nur da, was mit mir den Sinn abkommt, was nicht gut zu Gott haben. Du hast bloß einen Sinn. Und du, wo wir noch mehr von lernen, was wir bei du sein, wo Jesus du von lehrt in Matteaus. Und das ist der Held in Jesus Leistung. Jesus hat eine große Liebe, eine große Barmherzigkeit für Sünder. Er nimmt sich Zeit mitten am Tag mit einer Früh zu spazieren, du beim Baum, ich glaube, das ist Johannes 4,5. Und du spaziert mit der Früh beim Baum, wo er 4-mal befreit wird. Und das 5. Mal hat er was abgegeben und befrien, die wohnt so was mit ihm Tod. Und Jesus bekannt sich zu als ein Heiland, als Leib. Er redet mit Meeste würden nicht mehr mit geredet haben, das warum sie über mehr gut erholt. Das wie gemäht werden, wie ausgeschlossen werden von der Stadt und so weiter, sogar von der Gemeinde. Und Jesus nimmt wir Zeit für So wenn wir uns an die Timer schauen, kriegen wir wo wir sind. Und wenn du viel Buße zu tun, vielleicht was ganz artig was in der Ehe oder 2 gegangen ist, vielleicht hast du nicht da nicht geprüft. Du Buße, du das Blut über die Leute schälen und dann go ich hier wieder. Wenn du die Möglichkeit ist, versöhn die mit deinem Partner. Wenn Gott seinen Plan im Guten Eiden wie Adam und Eva, taub, befreit, eint. Wenn es nicht möglich ist, dann lebe in der Friede und Freude von den Helden Jesus, wo du nu bist, und dann mutig für den Herrn. Ich sage nicht für euch abbrechen, wenn die all befreit sind. Ich sage für Jesus leben. Du hast so ein leichter Fahrer, als Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingebundenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und gleich die Fahrt und nur dem ist. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt zu verdammen, aber die Welt zu retten. Und klein und wo die bist, Jesus ist gekommen, die zu raten. Mutig wieder im Herrn. Wenn du zum 2. Mal befreit bist, dann bleib zum 2. Mal befreit. Wenn du zum 1. Mal befreit bist, dann bleib zum 1. Mal befreit. So hier ein paar Worte von 5. Mose 24. Het sagt, wenn ein Mann ist in der Früh befreit und der an nicht mehr gefällt, wegen er was fängt und arbeitet er nicht gleich, und er hat ein Zertifikat von Scheidungsschrift, dann schickt er von seinem Hausfurt. Wenn sie sich dann mit einem anderen Mann befreit, und der 2. Mann auch nicht gleich, und er scheiden das, und schickt er vom Hausfurt, und er dann starb, dann kann der 1. Mann, der sich geschert hat, sich nicht mit frisch befreien. Nur dem, dass das passiert ist, das wird Gott gräulich sein, das nicht Sinn auf das Land abbringen, wo Gott ihn will haben. Warum ist das? So Moses sagt sogar, der Mann hat sich befreit, der hat gescheiden, und dann befreit die Frau sich frisch, und dann straft der 2. Mann, und dann sagt Moses, der 1. Mann kann den Mund nicht frei haben. So viele Prediger würden einfach den Podium knallen und sagen, die muss frei und die 1. Früh. Anders lest die in Sinn oder die besten Eihebrecher. Moses, was in unserer Gesetz wir, und wir bleiben nicht wie streng als genug, ne? Der sagt, nee, nu ist meine Frau warum? Weil Gott hat eine große Liebe für frühes Christus von Männer. Gott liebt Menschen, Gott liebt Tieren, Gott liebt seine Welt. Gott ist Liebe. Und er will nicht haben, dass eine Mundje soll haben, Tisch worden und gebrochen worden, das ist ein Ding. Das ist zum Zeitmen für Zeiten. Er hat eine große Liebe für frühes und er beschützen von Hand Tisch worden zwischen verschiedenen Männern. Und das 1. Mann hat ihn wohl gemerkt, er hat gescheit. Nu, wo der Christus echt wird sein, lebt von hier wieder in der Friede und Freude von Gott, den Sehen und den Helden Jesus. Und so, hier ist ein Recipe, dass Gott seine Menschen das regelmäßig kann tun. So, best gescheit, best frisch befreit, mein Gebet ist, dass die beste wegen Freund mit den 1. Ehepartner. Wie kann sein? Wenn das wird Christen zu Gott haben, Christen merken mit Basis davon. Mein Gebet ist, die Wurstfahrer versöhnt worden mit den Partner. Aber nicht, wenn es meint, nu frisch, wo eine Ehescheidung durchgehen. Das will klar sein. Nu ist meine Frau, warum tun so viele Predigers, besonders deutsche Predigers, so sagen, lernen, du musst trägen die 1. Früh, und wenn du gescheit bist und frisch befreit, dann bist du auch nicht Verdammnis. Well, Nummer 1, ich glaube, sie haben Angst, die Wahrheit zu predigen, wegen das hielt sich reich, das hielt sich gesetzlich, das hielt sich, ich will was sagen, das hielt sich pharisäisch, und pharisäisch ist möglich. Wir sagen, die Pharisäer haben 600 Geboten gemerkt, um die 10 Geboten erklären. Das braucht euch. 10 Geboten können sich selbst erklären, nicht so? Und so,
Diese Prediger haben Angst, genug zu predigen. Wenn genug kann sich meist gefährlich hier, aber du hast Freiheit und Freiheit, du hast Freiheit und Genug. Und Genug merkt frei, jo. Nicht frei zum Singen, sagt Paulus, aber frei zum für Gott leben. Und so ich glaube, diese Prediger haben Angst, wenn die Schert die Wahrheit predigen. Vielleicht haben sie Jahren so gepredigt und werden sie nicht zu bekannt, dass sie artig sind. Zweitens, ich glaube, sie haben wel einen Paycheck halt. Ich kann sagen, ein Prediger mit einem Paycheck, ich kann sagen, was ich will, das jetzt actually scheint. Das kann man teilen in der Kirche, wird ein Fuß auf sein, wenn sie würden genug predigen. Und diese Menschen genug bewiesen worden in der Kirche, gescheiden sind oder frisch befreit. So, das schuld denke ich, meiste gescheidene, frisch befreite Personen haben nicht Ruhm in der deutschen Kirche. Und das ist schuld. In der Kirche soll eine Stätte sein für Sünder. Sünder, die Buße getan haben und wollen von hier wieder für Jesus leben. Gescheidene Menschen, en frisch befreit sind die gebrekkendste Menschen, die gebrekkendste, und die können Gott het als te brücken. Warum? Weil die können andere verstehen. Die doen nicht so leicht rechnen, die doen nicht so leicht Finger wiesen. Das ist was rein zum Schaffen in die Gemeinde. Stahl in Arbeit. Ja, und motivieren mit dort. Drittens, viele Prediger und Menschen holen sich an so eine Farge als Offenbarung, wo das sagt, du wirst kein Ehebrecher im Himmel sein. Weet je wat het nog sagt? Dat sagt, du wirst kein Spatzpieper im Himmel sein, kein Dief, kein Mörder, kein Ehebrecher, keiner wat lees. Diese Menschen wollen nicht im Himmel sein und diese Dinge wollen nicht im Himmel sein. Weißt du, warum im Himmel kein Ehebrecher wird sein? Wegen im Himmel ist es kein Befrien. Im Himmel ist kein Stehlen, das ist keine Sinn, das ist kein Brief in Stehlen. Im Himmel wollen wir uns freien von was der andere hat. Sogar wenn der mehr eine rate Belohnung hat, ist der nächste. Im Himmel ist bloß Frieden und Freiheit. So im Himmel ist kein Befrien, du hast kein Ehescheidung, du hast kein Stehlen. Das ist warum das sagt, du wirst kein Ehebrecher sein. Aber der Ehebrecher, was sich auf Erde bekehrt hat, und seine Augen auf Jesus hält, laut Hebräer 12, der wird im Himmel sein. Kijk nou, dass der viermal befreit ist. Wegen das nicht, was die da ist oder nicht da ist, was die in den Himmel bringt, das ist wer die Best. Best die Gott ihn kennt, dann besser am Weg im Himmel. Wo kann Gott ihn kennt worden? Nimm am an als dein Herr und Heiland. Für uns wird dein Heiland sein, und das steht dich nehmen von deinem Leben. Und dann, wenn dein Leben noch so abgemessen ist, das kann sein, oder deine Kinder, oder deine Großkinder, der Heiland, der kann das tragstellen, und dann von du wieder leben für Jesus. Ich sage nicht für Ehescheidung, für frisch befreien, aber ich sage, das ist du, das ist man Gott sein Volk, das ist in der Welt. Und wir würden viel besser können, diese Menschen genug durchreden, wenn im Heiland wiesen, als bloß Finger wiesen und sagen, du bist auf einer Hall. No, bloß die gehen in der Hall, wo nicht Christen sind. Was Jesus aufgesagt hat. Ein Mensch, was Jesus angenommen hat, der braucht nicht perfekt sein. Der kann meist einmal befreit sein. Du hast genug für den, du hast ein Heiland für den, du hast Ruhe und du hast eine Radung. Das ist mein Wort für ihn. Klasse 2 sagt, dass du wirst, was die Jesus klar kriegt, Gute wieder. Und vielleicht war es mir gerade nicht klar merken. Sag, Herr Jesus, ich habe es so abgemessen. Ich bin vielleicht frisch befreit, oder ich bin geschert. Mir viel Frieden und Freiheit, trage in mein Herzen und nimm die das stetig von meinem Leben. Vielleicht will Gott die sein mit deinen ersten Ehepartner, vielleicht sagt er, geh von hier wieder. Aber geh mit Arm. In Jesus in Namen, wenn du das Gebet hast, dann sagt Klasse 2 Sachen, die geh wieder in diese Frieden und in diese Freiheit. Im Himmel wird kein Ehebrecher sein und kein Spatzpiep, kein Mörder. Wegen dort wird es bloß nicht sein, im Himmel lässt sich nur befreien. Und so im Himmel ist bloß Frieden und Freiheit. Der wird sich hier auf Erde, in Jesus gedreht haben. Kriegst es Hebräer 12 sagt, und hast du die Augen auf Jesus gehoben. Der wird es mehr. Und dann sagt Hebräer 12, Blut, das schlägt davon, das Schwere, die Sinn. Nun lebt für Jesus von hier wieder. Das ist mein Schluss von dieser Serie, dieser Reihe von Botschaften über die Ehescheidung und das frisch befreien. Ich nehme wirklich viel an über WhatsApp oder über YouTube, whatever you will. Und ich will mir wirklich erklären, nur mein Bastet noch. Muss Gott die segnen, go mit Jesus, hol deine Augen auf Arm, er ist der Herr und der Heiland über alles. Amen. Amen.